Good morning and welcome to Bristol. Hallo. Wir sind auf einem kleinen Bloggertrip. Genauer gesagt, wir sind von Boalingua eingeladen worden. Sie zeigen uns in diesen Tagen Bristol und was man da alles Cooles erleben kann, weil da kann man nämlich auch einen Sprachaufenthalt machen. Wir sind aber nicht allein da, es hat auch noch ein paar andere Schweizer Blogger dabei. Mit denen sind wir gestern angereist und haben gerade mal mit einer kleinen Walking-Tour gestartet durch die Altstadt. Ich muss sagen, ich persönlich habe nicht so grosse Erwartungen gehabt an Bristol. Ich dachte, komm, wir schauen uns das Ganze mal an und bin mega positiv überrascht. Die Stadt hat einfach so einen mega coolen, jungen, trendigen Vibe. Die Leute hier, mega viel mit dem Velo unterwegs und auch sonst so mega viel so herzige Strössli. Du kannst alles zu Fuß machen, das finde ich auch mega cool. Ja, du kommst mega schnell vom einen Ort zum anderen, das gefällt mir. Und es ist auch irgendwie so am Kanal entlang oder so. Fast ein bisschen etwas von Amsterdam. Ja, stimmt. Ja, also uns hat es wirklich mega gut gefallen. Die Street Art Szene hier ist auch recht gross. Der Banksy kommt ja von da, kennt vielleicht auch den einen oder anderen. Sind wir uns natürlich auch ein paar Sachen anschauen. Und ja, jetzt gehen wir heute eben in die Schule, schauen uns so einen Schultag hier an und ich glaube, nachher gehen wir dann auch noch mal ein paar Sachen außerhalb von Bristol anschauen. Ja, freuen uns, euch hier ein bisschen mitzunehmen und sind gespannt, was der Tag noch alles zu bieten hat. Viel Spaß! Tell me why'd you have to go and drive me so crazy? Now I'm feeling lost without you and I just can't be without you, baby. Want you all night long, want you all night long. Tell me why'd you have to go and drive me so crazy? Now I'm feeling lost without you and I just can't be without you, baby. Want you all night long, want you all night long, want you all night long. So, wir haben gerade eine kleine Schulführung bekommen, das ist noch lustig. Hier die EC in Bristol, die ist eigentlich genau gleich aufgebaut wie die EC School in Los Angeles. Wir sind ja letztes Jahr 2 Wochen im Sprachaufenthalt in Santa Monica und darum finden wir uns natürlich auch hier ziemlich schnell zurecht. Es ist ein bisschen kleiner hier wie die in LA. Also ich glaube, in der Hochsaison im Sommer sind es so 200 Studenten, im Moment sind es etwa 130. Das ist eigentlich noch cool, es ist ziemlich familiär hier. Wir sind so gerade da hinten, haben wir so ein kleines Get-Together mit den Studenten, die heute anfangen. Und es ist immer lustig, dann so ein bisschen zu schauen, von woher dass die kommen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel auch so Thailänder, für die ist es jetzt mega kalt hier, für uns natürlich nicht. Aber das ist irgendwie auch immer mega cool, andere Kulturen und so kennenlernen. Das ist irgendwie das etwas, was mir immer mega Spass gemacht hat in der Sprachaufenthalt. Wir haben es jetzt 2 gemacht, einen mit 18 und eben den letztes Jahr. Also es ist cool, sie haben ein ziemlich cooles Aktivitätenprogramm, habe ich gesehen. Man kann zum Beispiel sich mal ausprobieren beim Sprayen, ein bisschen Street Art machen, ein bisschen auf den Spuren vom Banksy wandeln. Ich glaube, ich persönlich müsste jetzt nicht unbedingt noch mal Englisch lernen, würde eher vielleicht mal ein bisschen mein Französisch aufbessern, dort hätte ich ziemlich Nachholbedarf. Aber für jemanden, der Englisch lernen will, wäre das da sicher eine super Destination. Coffee time. Now I'm feeling lost without you and I just can't be without you, baby. Want you all night long, want you all night long. Das ist auch nicht schlecht. Alle neuen Studenten bekommen jetzt hier in diesem Kaffee noch Kaffee und Kuchen offeriert. Und wir haben jetzt einen Schokokuchen genommen. Sieht nicht schlecht aus. Kaffee auch nicht. Ja, wir lassen es uns schmecken. Baby, now I'm feeling lost without you and I just can't be without you, baby. Want you all night long, want you all night long. Give me all your love, baby. Give me all your love, baby. Give me all your love, all your love, all
Also wird schon gut. Hallo. Heute haben wir da Stilisierung vom Schuschenblock. Ich grüße meine Mutter. Wir haben jetzt gerade hier in einem Market ganz nahe von der Schule zu Mittag gegessen. Und zwar haben wir uns marokkanisch gegönnt. Wir sind recht überrascht über das Angebot. Es hat mega viel so Organic und auch Vegan Sachen, die wir ehrlich gesagt nicht erwartet haben. Weil die Engländer, also so wie ich, so ein bisschen das Vorurteil, aber die Engländer ernähren sich ja nicht allzu gesund, habe ich gemeint. Aber ja, wir sind sehr positiv überrascht vom Angebot. Wir gehen jetzt aber zurück in die Schule. Wir drücken jetzt nämlich wirklich noch die Schulbank drücken. Das heisst, wir haben jetzt noch eine Schulstunde. Und dort sehen wir auch ein bisschen, wie sie euren Unterricht gestalten. We are going to look at how we teach you and how this helps your learning. Okay? So we will play some games. We'll talk about why we do some activities and how it's good for you. Okay? Hey, would you stay with me till the sun goes down? Being with you is so easy. Hey, if you want, honey, you can stick around. I don't know what it is about you, but you look so fine, riding shotgun in my car. Top down when driving on the highway. The wind in our hair makes us look like movie stars. And you make me sing, yeah. Ooh, you make me sing, yeah. Ja, hallo? Hallo? Okay, ja. Queen Elizabeth. Ja, kann ich verbinden. Ist gut, danke schön. Schönen Tag noch. So, die Schule ist fertig und wir sind jetzt extra da noch ein bisschen aus dem Stadtzentrum rausgefahren und werden uns jetzt noch eines der Wortzeichen dieser Stadt anschauen. Was das genau ist, das sehen wir jetzt gerade. Nur für mich. Genau, Melli. Also komm jetzt. What you say, wanna stay in a hotel. Champagne and room service all night. Girl, I know this ain't no plaza, but I think we'll be alright. Ooh, come on. Isn't this really what life is all about? Doing what you can to have a good time. But baby, when I'm with you, I have the time of my life. So, mit diesen schönen Bildern von Bristol beenden wir auch diesen Vlog wieder. Hat uns wirklich mega Spass gemacht, die Stadt hier zu entdecken. Und vor allem hat es uns auch gerade wieder lustig gemacht, wieder mal einen Sprachaufenthalt zu machen. Wir haben ja schon beide je zweimal einen machen. Und nicht übertrieben, das sind wirklich unsere besten Erlebnisse gewesen. Also die denken wir mega gerne zurück. Einmal waren wir in Brighton, genau. Also unabhängig voneinander. Und letztes Jahr in LA. Und ich glaube, LA war das absolute Highlight von 2018. Darum, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, selber mal einen Sprachaufenthalt zu machen, dann wenn wir euch wirklich ans Herz legen, macht das. Es ist eine mega coole Erfahrung. Ja, ihr könnt natürlich gerne mal bei Boalinga vorbeischauen. Ja. Sie haben ganz viele coole Destinationen. Natürlich nicht nur zum Englisch lernen. Eben, wie gesagt, ich würde sehr gerne mal Französisch lernen. Wer weiß, vielleicht passiert das in naher Zukunft ja mal noch. Ja. Ja, und dann würde ich sagen, wäre es das von uns. Hat uns gefreut, sind ihr das Mal wieder dabei gewesen. Und ja, ich sage, sieht man sich beim nächsten Mal wieder. In der Zwischenzeit. Vergesst nicht. Geht raus. Und schreibt euch eigene Geschichte. Tschüss zusammen. Tschüss. Okay, ja, dann auch nicht. Bristol comes from the Old English word Brixtow, which means just the place by the bridge. A not very imaginative name.